feines Fahrzeug. Geil, oder? BMW X5. Hallo, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist, grüß dich. BMW X5. Was für Motorisierung ist da drin? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Wir sind für den Motor im Kofferraum zuständig. Genau, genau. Weil das Auto ist jetzt auch ein Ausstellungsstück von, oder Genau. ein Vorführobjekt der Firma Gladen. Gehen wir ein bisschen weiter nach Ja. vorn, genau. Also Auto ist hübsch, sehr, Felgen natürlich, Farbenkombination geil, innen auch, müssen wir kurz reinschauen. Aber das Wichtigste, was jetzt ist ein Fahrzeug aus eurem Korrekt, ja. Vorführungsfuhrpark von Gladen. Ja, genau. Und da kann man dann mal sehen, was man auch Ja, eigentlich sieht man bei dem Fahrzeug nichts. nichts Oder oder hören am gewollt, besten. Ja. genau. Weil wir hier unsere Sounder-Pakete Lass mal schnell die Kamera ein bisschen Genau. Mach mal Platz. So, was ist da drin? Erzähl. Also hier wollen wir auch demonstrieren, dass wir in aktuellen Fahrzeugen unsere Sound-Up-Linie einbringen können. Dieses Fahrzeug, also BMW, ist jetzt nicht ganz unkritisch, weil er diese RAM-Einheit hat. Das ist also die neueste Multimedia-Einheit in dem Fahrzeug. Und da ist es uns möglich, auch ein Soundpaket anzubinden. Also das ist auch die schon bei große den Kunst. G-Modellen. Genau, genau. Aber nicht nur G-Modelle, sondern auch die mit diesem Multi-View-Cockpit, also Ja. diese RAM-Einheit, die diese Ja. Fahrzeuge haben. Ja. Ja? Und was ist da jetzt genau drin verbaut? Also jetzt Also wir werden diese Sounder-Pakete klassisch anbieten für, ich sag mal, für einen relativ geringen Installationsaufwand, dass nur der Verstärker getauscht wird, die originale Lautsprecher bleiben. Ist natürlich nur ein bisschen die halbe Miete, sage ich mal. Wir bieten aber auch noch ein Paket an mit Lautsprechern. Dann werden also die Lautsprecher, die unter dem Sitz sind, getauscht, in den Türen und in den A-Säulen, also beziehungsweise im Spiegeldreieck bei dem Fahrzeug. Ne? Also dann gibt es extra ein Set von uns, da ist alles drin, ein fahrzeugspezifischer Kabelsatz, dass also auch nichts zerstört werden kann, gerade bei Leasingfahrzeugen also sehr man könnte wichtig. auch wieder rückbauen. Genau, man kann das komplett wieder zurückbauen, ohne Beschädigungen, alte Lautsprecher wieder rein, Verstärker wieder rein, sofern ein alter ausgebaut werden muss und so weiter. Ja. Das können wir alles adaptieren, so dass keine Beschädigungen entstehen. Also ganz, ganz wichtig. Und da ist jetzt das Rundum-Sorglos-Paket drin? Da ist jetzt im Prinzip die große Version drin. Das ist ein 8-Kanal-Verstärker, wo wir halt im Prinzip alle Lautsprecher im Fahrzeug ansprechen, die auch, also es bleiben, zum Beispiel der Center Speaker bleibt im Originalzustand. Den haben wir halt nur über einen Equalizer so ich sag mal, gebogen, dass es vernünftig ist. Und unsere neue Lautsprechereinheit, hintere Lautsprecher, also im Prinzip so, dass der Kunde nichts misst, nur halt einen besseren Sound hat. Okay, okay. Im Kofferraum was sichtbar? Nee. Nee. Alles unsichtbar? Das kann man optional machen. Das können dann zum Beispiel der Fachhändler das von uns einbaut. Das ist eine Hundebox. Die ist nicht drin im Preis. Aber so eine Hundebox Können wir aber könnte gerne auch ein liefern. Also Zahnwürfel sein für ich die- lasse mich da breitschlagen, eine Hundebox zu liefern. Okay. Also der Fachhändler, der sowas dem Kunden anbietet, kann natürlich selber noch eine Basserweiterung, sofern das gewünscht ist, natürlich dazu setzen. Und dann hat man natürlich im Bassbereich nochmal mehr Performance. Okay. Ne? Lass hören. Gut. Bist du frisch verliebt? Nee. Gut, dann hast du vernünftige Musik ja. an Bord. Ja, schon, aber Na, eine Hommage an den Vormittag. Okay. Okay, gut. Sehr gut. Hört sich schon vernünftig an. Okay. Was denn? Kofferraum auf. Oh, was sagst du? Ja, guten Tag, ja, grüß Gott. Ja, sind Sie der Kameramann hier? Das ist gut. Können wir einmal schauen. Wir haben mal Ja. den Verstärker freigelegt. Also mehr ist das nicht.
okay, genau. Also da läuft die komplette Anlage drüber. Genau. Das sind auch, wie wir eingangs schon mal erwähnt haben, die stromeffizienten Verstärker. Genau, genau. Ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Liebe Zuschauer, das ist genau die Situation, also wer heute Vormittag noch nicht bei uns war, das ist genau die Situation, was Firma Gladen heute ja auch vom Vormittag schon vorgestellt hat, mit dem Tesla, der ja auch hier war, dass da also mehr oder weniger im Mikroprozessorbereich ein Verstärker entwickelt wurde, der dann auch relativ energiesparend, also stromsparend ist, was beim Tesla sich jetzt ja auf die Reichweite auswirkt und man jetzt nicht gleich nur 50 Kilometer fahren darf, bloß weil man jetzt Heavy Metal hört, sondern auch effektiv auch in einem neuen Fahrzeug eingesetzt werden kann. Erstens, um auch jetzt den Spritverbrauch nicht in die Höhe zu treiben und das sowieso ohnehin hohe Fahrzeuggewicht auch nicht noch zu überstrapazieren. Bitte seht. Ja, und noch ein Punkt, dass halt in den modernen Fahrzeugen auch in den Seitenverkleidungen relativ wenig Platz ist. Also man muss halt wirklich kleine, effiziente Verstärker bauen, damit die integriert werden können. Ne? Und genau. hinter die Rücksitzbank schrauben ist passé. Okay, also das ist die ganze Einheit. Genau. Das beinhaltet also, wie gesagt, einen Mehrkanalverstärker, mit dem wir alle Lautsprecher betreiben. Ja. Da ist ein digitaler Soundprozessor drin. Die Eingefleischten werden das ein bisschen kennen. Damit haben wir die Möglichkeit, alle Lautsprecher perfekt auf das Fahrzeug anzupassen, alles zu optimieren, sodass man wirklich auf den Punkt hört, um es mit einfachen Worten zu beschreiben. Ja, okay. Und was hat das jetzt Watt? Weil viele sind ja noch so wattbezogen, wo man sagt, Ja, was hat ein Watt? Ja, Watt hat grundsätzlich nichts mit Lautstärke oder Klangqualität zu tun. Also dieser Verstärker hat, wenn man ihn voll ausreizt, 4x120 und 4x50 Watt. Aha, okay. Ja, aber man muss halt bedenken, dass halt Mittelhochtoneinheiten nie in der Regel so viel Leistung brauchen. Eben. Die geht dann höchstens in den Bassbereich über. Ja. Und wenn man, wie gesagt, diese ganze Geschichte noch mit einer weiteren Subwoofer-Endstufe, ich sag mal, ergänzen will, dann kann man in der gleichen Gehäusegröße als Monoverstärker nochmal 700 Watt extra rausholen. Okay. Na, aber jetzt nochmal im Vergleich, also wenn man jetzt sagt 4x120 und 4x50, das ist schon was in dieser kompakten Einheit. Genau, Das waren ja früher mit dem Energiesparkoeffizienten, sage ich mal, und halt das noch... Hallo? Akku leer? Wahrscheinlich. Dass noch ein kompletter Soundprozessor mit eingebaut ist. Ne? Also das ist schon wirklich extrem klein. Ja. Perfekt. Sehr gut, also da schließt sich dann der Kreis, den wir heute Vormittag ein bisschen angefangen haben aufzumachen, indem dass man da bei Gladen natürlich jetzt wirklich wahnsinnig weit vorne ist mit der neuen Technologie an kompakten Komponenten, die die Leistungsfähigkeit der Multimedia und über das Infotainment schon gewaltig erhöhen. Sehr gut. Vielen Dank. Danke auch. Danke fürs Dasein. Ja, bis später. Machst du den Deckel zu? Jochen, du wolltest doch noch was über die Felgen sagen. Habe ich dich jetzt übergangen? Oh, jetzt hätte ich beinahe einen riesen... Du musst noch was zu den Felgen sagen, weil die sind richtig hübsch. Ausnahmsweise haben wir hier mal wieder ein Fahrzeug mit veränderten Aluminiumfelgen. Ich glaube, das zweite Mal heute. Nee, das war, glaube ich, ein bisschen öfter. Eins der wenigen Fahrzeuge mit Felgen aus dem Hause Barracuda oder Crosspeed. Hier haben wir wieder das Thema, gib mir ein A, gib mir ein O, nein, gib mir eine Project X. Wir tanzen das dann noch, das studieren wir ein. Beim nächsten Mal wird Julia und ich das A, O und X nachtanzen. Genau, das üben wir mal noch ein bisschen. Also die Project X, auch hier wieder in der Größe 10x22. Warum immer nur 10x22? Ganz einfach, das Rad gibt es nur in 10x22. Speziell für SUV oder große Limousinen gebaut. Hier aber im Sonderlack Flash Blue. Auch hier wieder der spezielle Lack von Barracuda Racing Wheels, wo bei Sonneneinstrahlung wie ein Lichtstrahl wirkt. Bei der Bereifung 285 an beiden Achsen in Verbindung mit Distanzscheiben. Das Ganze natürlich wie gewohnt mit einem TÜV-Teilegutachten. Dann noch dezent auf der Erde näher gebracht, um rund 5 cm, um den optischen Eindruck zu perfektionieren. Mehr wurde an diesem Fahrzeug von unserer Seite nicht veredelt. Auch wieder ein Gemeinschaftsprojekt. Auch wieder Dankeschön an die Firma Gladen Audio, dass ihr hier uns wieder mit ins Boot genommen habt, dass wir hier so einen wunderschönen neuen X5 präsentieren dürfen mit unseren Rädern. Weitere Projekte folgen sicherlich. Auch ein ausführliches Fahrzeugvideo von dem X5 wird noch in naher Zukunft kommen. Also heißt, immer dranbleiben bei uns. Ja, machen wir weiter im nächsten Takt.